Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Tag, Caroline. Dag Lev Lückschott zu Hus und unterwegs. Schön, dass da sieht. Jetzt haben wir beim letzten Mal so viel vom Dom von Drusse verzahlt. Jetzt ist natürlich der Dom von Binne auch dran. Ja, und das geht ob kein Kohug. Was? Du kennst doch der Ausdruck auf nicht. Ja, dat seht man ja hüg noch, aber das ist halt aus dem Mittelalter. Wo de Lück gemeint han, der Düvel det alte Sünde, die man so mäht, obschriebe, damit er dann nachher auch de Ziel für sich beanspruchen kann. Und damals wird ja noch kein Papier oder so ein Handy, wo man das intuppen konnte. Und dann han die Lück gedacht, der Düvel schrieb dat all ob de Huck von einer Kuh oder einer Jäis oder von einem Schöfje. Und wann dat evens viel Sünde wäre, dann jinken die ob kein Kuhhuck. Also, wenn irgendjet ob kein Kohug geht, ist es meistens jet Negatives. Man sieht ja nicht, ich habe so viel Geschenke gekriegt, dass jeder ob kein Kohug, das sieht man nur, wenn man viel angestellt hat oder sonst jet. Was ist dann jetzt? Was hätte das dann jetzt mit dem Dom zu tun? Ja, also das mit dem Schlechten nicht. Ich habe eben so eine steile Endstich probiert. Ui. Ja, was man da fing, im Dom, also Binne, das geht auch ob kein Kohug und das ist nichts Schlechtes. Das verstehe ich jetzt ja nicht. Hast du der Düvel gesehen, der irgendjemand am Schriebe war im Dom? Oh ja, der schrieb jeden Tag und der Stift ist das richtig heiß geschrieben. Jetzt bist du ever am Leben. Also was hätte das zu tun mit der Huck? Ja, also wollen wir direkt mittendrin anfangen. Wenn du im Dom bist und auf der Ostseite im Chor, im Chor sind ja so verschiedene Seitenkapellen und in einer von der Seitenkapelle, da ist ein grüner Vorhang und dahinter ist jetzt. Und der Vorhang dürfen nur ganz Befugte auf und an abmachen, abdrecken und luren, damit nichts dran kommt. An die, also hier sieht man, die was da hängt, das wird aus 20 Teilen zusammengeklebt. Bist du jetzt neugierig geworden? 20 Teile. 20 Teile. 20 Kö? Hat man, ja, also es heißt, das Pergament aus Schafsfell, weil das nicht so dickhäutig ist wie von der Kuh. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein ganz wertvolles Stück. Warum? Das geht nur im Kölner Dom einmal auf der ganzen Welt. Das ist ein Schriftstück aus dem Mittelalter, genau genommen man weiß von 1280, also 30 Jahre nachdem die Grundsteinlegung vom Dom war. Und was steht auf dem Riesending, was 4 Meter hoch ist, 4,50 Meter hoch ist und unten noch 1,60 Meter breit. Es ist der Domplan. Und das ist jetzt ganz Wertvolles. Und damit haben an sich die Pointe alt für weggenommen. Ja, also ich meine, müssen wir von ganz früher anfangen. 1248 haben sie angefangen und der Chor war 1322 alt fertig. Haben wir ja letztes Jahr das Jubiläum gehabt. Ja. Und dann haben sie aber irgendwann abgeholt mit Bauen, weil die Jotik nicht mehr modern war und das Geld ist auch ausgeblieben, weil da war ja die Reformation. Dann haben sie nicht mehr so viel gespendet und dann haben sie irgendwann ganz abgeholt mit Bauen. Ja. Und so ist es. Und ja, es kommen verschiedene Zufälle zutage. Der Boisseret und dem hat dann auch der
spätere preußische König, der vierte, hieß jemand, doch am Dom. Friedrich Wilhelm der Vierte, nicht der Friedrich vierte Wilhelm König. der Vierte. Ja, danke schön. Der hieß jemand, der Dom Weger zu bauen, ne? Fertig Ja. zu bauen. Ja, und jetzt hatten sie aber keinen Plan. Und wie es der Zufall will, 1840 hätten ein Zimmergesell in Darmstadt, glaube ich, war es, ne? Darmstadt, der Plan gefunden in einer Wirtschaft um Dachboden. Wieso? Da hätte die Wirtin der Äze gedrückt. Und der Zimmergesell, man kennt noch den Namen, hat direkt einen Chef gefragt und da haben sie festgestellt, das war ein Teil vom Domplan, der 1280 der damalige Dombaumeister Arnold angefertigt, ganz akribisch, seht man da, gemalt hat, gezeichnet hat. Parat gemacht hat, das jeder am einfachsten. Parat gemacht. Okay. Und wie es ein weiterer Zufall will, der zweite Teil von dem Domplan, der war also von Boven nach unten abgeschnitten, der hätte man dann in einem Kunsthandel gefunden. In Paris? In Paris gefunden und hätten dann zurückgekauft. Und so wusste man dann, wie 1280, also 30 Jahre nach der Grundsteinlegung vom Dom, sich das vorgestellt hat. Und dann war dann halt so eine richtige Initialzündung. Und dann? Das ist insofern ein wertvolles Stück. Erstens die Größe, man hat sich überlegt, wie haben die das hinkriegen technisch. 4,50 Meter hohe Dinge, und noch 1,60 und das zu bemalen. Aber das wird jetzt zu Weg führen. Also was wir noch ja nicht angesprochen haben, sind die Nüssele. Das war ja auch noch so eine Zufall. Das ausgerechnet eine Jode Freund von dem Sulpice Boiserie, der Jöte gewesen ist, der dann auch noch bei dem König ein paar Wörter ingeladen hat, dass der das auch noch alles, nicht alles, aber die Hälfte von dem ganzen Bau bezahlt hat. Das ist ja, ähnlich ist das nicht sich löwe. Wenn man so jetzt erfingen, das man sagen, das ist wirklich ein bisschen überzeichnet, ne? Also zweimal die Sache gefunden und dann noch der König und Jöte. Aber die beste Geschichte schrieb es Leve Evans selbst. Ja. Aber der Dom ist so etwas Außergewöhnliches. Da passt dann auch so außergewöhnliche Geschichten, die so ja wahr sind, passen dann noch dazu. Also jetzt so ein ganzer Rutsch, so Kuriosität, das ist nicht, dass man da mit den Führung ersetzen kann und man muss es auch belohnen, ob ich jetzt die Finster von Gerhard Richter belohne oder ob ich darüber spreche, das ist natürlich, sind zwei Sachen, zwei Paar Schuhe, wie man so schön sagt. Er wird jetzt so ein paar Kuriositäten, da will man euch wenigstens drauf aufmerksam machen. Ja, wo fängt man da an? Ich gebe dir einfach ein Stichwort. Stichwort Orgel. Ja, Orgel. Da gibt es im Dom 2 Orgeln. Die hat man bei der Dom hat ja im Krieg 40 Bombentreffer mitgekriegt. Und bei dem Wiederaufbau hat man dann im nördlichen Querschiff hat man ein Bohrer gebaut und hat da ein Orgel gebaut, die aber akustisch vollkommen daneben war. Und das ging aber lang Jod, bis dann der Kleis in Bonn eine neue gebaut hat. Und zwar eine Schwalbennesterorgel im Mittelschiff. Wenn man der westliche Rhein geht, Boven links, sieht man dann ungefähr 30 Meter Höhe, der Spildisch. Und der Spildisch, also das ist dann ein Riesenorgel, das ist wunderschön, hat auch einen wunderbaren Klang. Das Besondere, was man
unser ein, aber ja nicht zu sehen kriegt. Das ist bei all der vielen Register, die Orgel hat, ein Knöpfchen, ein Register. Da steht drauf geschrieben, Lotion. Und was heißt das, Lotion? Das Knöpfchen hat auch halt wieder eine Bedeutung. Ich versuche das spannend zu machen. Der Kleis hat das Knöpfchen in Rot-Wies, also in der Farbe von Köln, hat die angestrichen. Und da war der damalige Dompropst, der ist ja traditionsgemäß dann bei der Ehrenjahre der Feldkaplan. Und der hat gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Ja, wie, das geht nicht? Der Kleis, der ist halt bald zusammengebrochen. Und da hat er gegrinst und hat gesagt, ja, Rot-Wies geht nicht. Ich bin bei der Ehrenjahre und die haben Spinat mit Ei. Das heißt also grün und gel. Und so ist das Knöpfchen in grün und in gel. Und was hat er damit auf sich? Wenn der Organist das Knöpfchen trägt, dann geht die Orgel los und fängt das Lied an zu spielen. Wir lassen den Dom in Köln. Und das passiert 2-mal im Jahr bei der Intronisation vom Dreigestirn. Und dann noch einmal, das ist jetzt nicht so richtig präsent. Das ist das mit der Orgel. Das ist die eine Orgel und so hat jeder verhaftig nur in Köln. Aber da ist doch noch ein anderer Orgel, wo wir vom Kardinal Frings jetzt sehen können. Wo ich zuerst von gesprochen habe, die in dem Querschiff gebaut wurde, ist. Da kann man dann, wenn man Europa schaut, eine Zeichnung sehen, da ist der Kardinal Frings ein Violin am Spielen. Und da geht es auch halt wieder den Köln so ist. Und er erzählt, angeblich halten die Priester der Frings für eine bessere Violinspieler als wie eine Priester. Und die Musiker halten der Frings für eine bessere Priester und nicht so gut beim Violinspielen. Das ist wieder so verzahlt. Ja, da wird immer so ein Gedenkminütchen gemacht, wenn man daher geht mit Gruppe, die man führen date. Und das heißt dann jedes Mal, das ist ein Kardinal, der sich für die Menschen eingesetzt hat. Und das war auch sein Motto, für die Menschen bestellt. Das war ihm wirklich arg wichtig. Ja. Aber da muss man ja wirklich, wenn man daher geht, so im Halbdüsteren, muss man noch genau stehen bleiben und das wieder söken. Und wenn man längere Zeit nicht gesehen hat, braucht man noch uns das mit wiederfink. Das ist ja anders, wenn man mit Gruppe in der Dome rennen geht, mit Jugendlichen, und die so eine erste Eindruck empfangen. Das, was die erste sind, ist auch so eine Kuriosität. Kannst du dir das vorstellen, was das ist, direkt, wenn man rennen geht? Meinst du jetzt die Jesus-Finster? Ja, und genau da sind die als erstes der Saturn. Ja, und was hat das damit auf sich? Das Finster für Saturn, der Name ist kein Zufall. Der Waffenschmied Saturn hat der Waffenschmied als seinen Markenname für sein Elektrotechnik-Geschäft, was schon bedeutend ist, genommen. Der Waffenschmied, der und seine Frau Anna, die haben das Finster gestiftet. Und dann haben sie ganz unauffällig der Saturn da reingemacht, muss man natürlich sehen. Die wollten ja auch weil der Waffenschmied, Friedrich Wilhelm Waffenschmied aus Bröl-Küt, wollten sie da das Wappen von Bröl noch unterbringen. Und Frau Dombaumeisterin Schock-Werner das schrieb, das wird das schlimmste Wappen aus ganz Deutschland, da wären 5 aufgeschlagene Köpfe drauf und da haben sie dann doch davon Abstand genommen. Und auch, sie wollten das Schönste lesen, was er da geschrieben hat, sie wollten auch echt kein Finster bezahlen, weil sie gesagt haben, das Finster das geht so flück kaputt.
Und die Frau Dombaumeisterin hat dann gesagt, ja, das Älteste, was vorhanden ist von 1260, das ist also 700 Jahre alt, das könnt ihr ruhig machen. Und so ist es dann gekommen, dass sie da die Initialen von dem Waffenschmidt und Singerfrau Anni da drauf gemacht haben. Und das ist, weil die Lücke da in Kaufion wirklich das Erste, was die entdecken, wenn sie als Jugendliche da reinkommen. Ja. Also jetzt möchte man ja, man kann nicht alles erzählen, aber was dem Hermann immer so wichtig ist, wenn einer sagt, wir können uns im Dom ja Oster sind wir halt oft gewesen, dann könnt immer der Test. Weißt du dann auch, ob der Dom ein Uhr hat? Und dann kommen die Leute in das Strodele und die Mädchen haben die Uhr vom Dom noch nie gesehen. Dabei ist das so einfach, wenn man am Hauptportal, also an der Westsig, in der Dome reingeht. So, zunächst das Mittelschiff. Und dann so 10, 20 Meter, dann noch rechts in das südliche rechte Seitenschiff geht, sich rumdreht und 20 Meter noch Buffalot, da sieht man eine Uhr. Die ist nicht ganz klein. Das Gehäuse für das Uhrwerk ist zum Beispiel in einem Holzhüschen von 3 Meter Höhe untergebracht. Und es geht immer ob die Minute mit Viertelstunde Schlag der Vesperglock. Die Uhr schlägt dann auch die Vesperglock an. Und ja, das finde ich ist so schön, wenn man dann die Lüge fragt. Hat der Kölner Dom? Nee, das weiß ich. Manche wissen das natürlich auch und ihr wisst es jetzt auch. 2-mal im Jahr sind dann auch die Dombaumeisterin Schock Werner war das natürlich, der Dombaumeister Wolf war das und jetzt der Dombaumeister Füßenich. 2-mal im Jahr werden die tätig an der Uhr. Warum? Einmal halten sie die eine Stunde still und das andere Mal tun sie die, das ist ein Kraftaufwand, tun sie die eine Stunde wieder stellen. Das ist dann, wo die Dombaumeister handgreiflich an der Uhr werden. Aber sonst ist sie doch noch nie kaputt gewesen, ne? Die ist seit 140 Jahren ohne Reparatur läuft die. Das Einzige, was erneuert werden muss, das war ein von der Bombentreffer, da hat die ein Zifferblatt mitgekriegt. Das haben sie dann zerbröselt und wieder neu gestaltet. Aber das Uhrwerk als solches ist noch nie repariert worden. Es wird einmal im Jahr gereinigt und ein paar Tropfen Öl und das ist es. Ja, von der Bombe in Schlechseste jetzt, da möchte man einfach noch ins Extra lure, das sieht man ja vor allem im Chor, im Innenraum, da sieht man das ob der Trappe, da sieht man genau, wo die Bombe ingeschlagen sind, aber dann möchte man uns so ein bisschen mit Mosaik ob der Erd kümmere, aber ich meine, das wäre eine Podcast für sich. Ja. Machen wir doch jetzt erstens unsere Sprachkurs. Der dritte, aufgepasst, jetzt wird Gold geliert. Wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht die Vokabeln zusammenfassen, die jedes Mal bei so einer Besichtigung wichtig werden. Also vielleicht so eine Grundwortschatz für die Immis, wenn sie in Führung besöken, also nicht nur im Dom, da kann man das immer wieder brauchen. Rennen, hineingehen. Und rumlaufen, für ein Beispiel im Dom. Ja, lure, gucken, sehen. Nach oben, nach unten, rundherum, nach rechts und nach links. Und dann stehen bleiben. Ja, sich hinsetzen, sich da setzen. Und dann küt jetzt Schwieriges für Mensch eine, da kann man dann wegern. Das ist aber weitergehen, das ist nicht dasselbe wie wiederjon. Wieder gehen. Ich staune norns und noch einmal. Und man kann auch ordentlich verbasert sein, erstaunt sein.
Und was wir machen mit dem Dom, Strunze. Das heißt angeben. Ja. Ja, Leeflückscher, vom Dom geht es so viel zu erzählen und von Köln überhaupt. Jetzt machen wir et Esch und Sommerpus. Und wir wünschen euch alle mal den Jode Reis, wann ihr vom Fernweh gepackt seid. Und ne Jode Weg Retour, wann et Heimweh euch wieder nach Köln, nach Hus röf. Tschö.